Fashion Extreme. Heute im Test das Ballkleid auf dem Oktoberfest. Das passt so gar nicht zusammen, oder? Aufs Oktoberfest gehört ein Dirndl, sonst nichts? Falsch! Fashion Extreme macht heute den Hardcore-Versuch und testet, wie schlägt sich die große Abendrobe zwischen Autoscooter, Drunkenbold und Partylaune. Wiesenzeit und Stimmung rings um mich rum hier in München und deswegen müssen wir natürlich auch ein Fashion Extreme auf der Wiesn drehen. Aber natürlich nicht im Dirndl. Dirndl wäre ja zu einfach und Dirndl trägt ja auch jeder hier. Nein, wir packen heute die ganz große Ballrobe aus. Die Männer sind begeistert, obwohl nicht mal Mädels in den Ballroben stecken. Was passiert wohl, wenn es unsere sexy Testerinnen in die Kleider schlüpfen? Das Golden Dress ist mit 440 € das teuerste unter unseren Sissy-Kleidern. Auch die anderen Ballroben lüften meterweise Tüll und zeigen sich prachtvoll. Glamour meets Oktoberfest. Das gut geht. Dieser Kleinmädchentraum in Weiß-Türkis sorgt für echte Prinzessinnengefühle. Mit 390 € ist damit beeindruckend garantiert. Los geht's! Mit dem Einmarsch der Debütantinnen. Noch präsentieren sie sich im langweiligen Normalo-Dirndl. Doch die Mädels wollen auffallen. Deswegen tauschen unsere Testerinnen blitzschnell Dirndl gegen Abendrobe. Und? Was passiert? Die Meute flippt aus. Dieses Kleid namens Satin Organza kostet schlappe 219 €, ist das günstigste Kleid im Test und die Jungs im Bierzelt lieben es. Reifrock, Tüll und Seide sind im engen Gang zwar etwas schwierig zu beherrschen, doch der gelbe Tülltraum Sunshine für 239 € schwebt nur so durch die Menge. Wie tanzt es sich in so einem Kleid auf der Bierbank? Hast du schon so ein bisschen Angst, dass was passieren könnte? Ja, also ich denke, es wird ziemlich eng werden da oben. Eng ist für die großen Abendroben aber nicht das einzige Problem, weil allein der Aufstieg schon schwierig ist, kommt es auch schon zum ersten Körperkontakt. Die Stimmung kocht, da wird es schwierig, Tüll, Rock und Rüschen unter Kontrolle zu halten. Doch die grölende Menge ist begeistert, auch wenn der 1 Meter Durchmesser des Reifrocks es den Jungs schwer macht, noch enger an die Mädels ranzukommen. Wie kommt das Kleid bei den Jungs an? Ah, Wahnsinn! Die flippen total aus. Also die Kleider sind ja auch wunderbar, man sieht es ja auch und super kommen sie an. Die wichtigste Challenge auf dem Oktoberfest ist natürlich Autoscooter fahren. Aber wie schlägt man sich, wenn man dabei eine Prinzessinnenrobe anhat? Das sehen wir jetzt gleich. Ich habe hier jede Menge Chips für die Mädels in der Hand. Einmal Hand auf, nochmal Hand auf, ein Autoscooter-Chip. Autoscooter, der Hotspot für Action. Wir starten mit dem Pink Queen für 279 €. Das Kleid mitsamt Reifrock scheint größer als der Scooter selbst. Doch die Fashion Extreme-Testerinnen beißen sich durch. Echten Prinzessinnen blutet bei den fahrenden Sahnetorten allerdings das Herz. Tüll und Seide quellen rechts und links wild heraus. Es gibt nicht nur Schmutz, sondern auch schwere Schäden für den Traum aus Tüll. Nach dem Autoscooter, alle Mädels stehen noch einigermaßen gerade, aber die Kleider, die haben schon was mitmachen müssen. Hier gibt's ordentlich Flecken und hier, ganz schön auffällig, kurz vor der Zerreißprobe. Wie sieht's aus? Bis kurz vorm Weinen, weil dein Kleid kaputt ist? Oh ja, es ist so schrecklich, so eine Scheiße. Seid ihr bereits verliebt, du und das Kleid? Ja, das Kleid ist schon wirklich sehr schön, muss man schon sagen. Du siehst auch, wenn es dann auch noch dreckig wird, oh Gott. und wer sich wundert, warum ich hier so ein bisschen rumeier, wir befinden uns jetzt auf dem berühmten Teufelsrad, das berühmteste Fahrgeschäft auf der Wiesn. Und wir sind natürlich ein bisschen fieser, denn für mich haben wir es noch langsam gedreht. Unsere Mädels müssen jetzt leider einen Gang zulegen und zeigen, wie überlebt man auf dem Teufelsrad im Abendkleid. Das bedeutet Strapazierfähigkeit extrem. So lang wie möglich sollen sich die Neuprinzessinnen auf der drehenden Platte halten. Ups, da wird's schon die erste knallhart an die Brüstung. Doch jetzt wird's noch gemeiner. Brutal werden die Mädels mit einem großen Stoffball runtergekegelt. Tiefe Einblicke inklusive. Die Frisur ist zerzaust, doch die Kleider sind bereit für eine zweite Runde. Au, das hat wehgetan. Und wieder kann sich das rosa Satin Organza nicht lange halten. Die anderen schmeißt es hinterher an den Rand.
Auf zur dritten Runde. Diesmal können sich 2 Kleider in der Mitte halten, doch da kommt mit vollem Karacho der Ball. Und auch das teure Golden Dress wird ins Aus katapultiert. Sieger auf dem Teufelsrad ist das weiß-blaue Ivory.